Kapgarda Fui, Sokotra, Kuchenparse. Michael, wir können doch unsere Geschichte nicht mit so einem komplizierten Lied anfangen. Wie das schmeckt. Hat das geschmeckt? Und gerade wo der Parse wollte in seinen Kuchen reinbeissen, als er gerade in seinen Kuchen reinbeissen wollte, ist aus dem Nichts von der einsamen Insel ein Nashorn dahergekommen. Das Nashorn hat das Öffeli von allen Seiten angeschaut, hat mit seinen grossen Nasenlöchern von allen Seiten am Kuchen geschmeckt, ist einmal um das Öffeli herumgelaufen, hat mit seinem rechten Vorderbein hinter dem rechten Ohr gekratzt und hat dann das Öffeli einfach so umgeknüpft. Und seitdem hat jedes Nashorn dicke Falten, ist grummelig und kratzbürstig und schlecht gelaunt. Die Geschichte vom Nashorn, die hat Taffy erfunden. Taffy hat vor vielen Jahren mit ihren Eltern in einer Höhle gelebt. Und Taffy erzählt gerne Geschichten. Ja, und Taffy hat unser Alphabet erfunden. Wisst ihr, was das ist? Ja. Unsere Buchstaben. Taffy winkt und sagt, komm an, hey, schau den brochige Sperrie an. Könntest du nicht bitte kurz heimgehen? In der Hölle siehst du einen anderen stehen. Der Mann... Ja, so hat Taffy den ersten Brief verschickt. Und er ist tatsächlich angekommen. Es hat funktioniert. Aber jetzt müsst ihr mal hören, was die Mami gesagt hat, als sie diesen Brief hat angeschaut hat. Oh! Nein! Nein! Nein, jetzt schaut mal das an. Da ist der Tegumai und er hat einen Speer im Rücken. Und da sind ganze Haufen andere Leute, die den Tegumai gerade angreifen. Das Schlange, das können wir doch ganz genau so aufschreiben. Schau mal, so wie eine Schlange. So. Und wenn du jetzt in der Hölle bist und deine Speere flicken und nicht gestört werden, dann kannst du das Schlange mit einer Kohle einen Hölleball malen. Und ich weiss, dass ich nur mucksmäuschen still reinkommen darf. Papi, schau mal dort. Das ist ein Riesenfisch. Du, der hat so ein grosses Maul. Der frisst sicher Menschen einfach so. Ham! Zum Dessert. Taffy, das ist kein Fisch, das ist ein Wal. Der hat zwar ein riesiges Maul, aber der ist nur ein ganz kleine Fisch im Plankton. Weißt du, er hat so ein Siebel im Hals. Sehr komisch. Ja, ich meine, wer hat denn dem Wal das Siebel in den Hals gesteckt? Vor langer Zeit ist im Meer ein Wal geschwommen und der hat Fische gefressen. Er hat den Weissfisch gefressen und den Sternfisch gefressen. Er hat den Hornfisch und Makrelen und Pikrelen gefressen und den Goldbutt. Und am Schluss auch noch der wirklich glitschig, zittrig Aal. Jetzt ist der Wal zu Suche geschwommen und hat sein Maul aufgetan. Ufer und noch ufiger und hat der Seemann einfach so geschluckt und hat mit den Lippen geschmatzelt. So. Und der Wal hat sich dann 3-mal auf seinem Schwanz gedreht. Der Seemann ist währenddem in der inneren dunklen Speiskammer vom Wal angekommen. Und dort hat er angefangen umzuhampeln. Er hat angefangen reissen und angefangen beißen. Er hat angefangen stüpfen und angefangen lüpfen und er hat angefangen wilde Tänze tanzen. Und der Wal hat Bauchweh bekommen. Der Mensch ist wirklich sehr gäderig. Was soll ich noch machen? Und das ist jetzt eben der Grund, warum die Wale nur ganz kleine Fische und Plankton fressen. Und nie Leute, Mädchen oder Buben. Es wäre Grünschuld vor der Bullaugen Welt, wenn das Schiff immer Wupp macht und wellet und baut, wenn Koffer nur rutschen und das Tank schreit, wenn der Kauder unser Bier in die Suppe geht, ja, dann bist du und hab dich gut fest.
auf 50 Grad Nord und 40 Grad West. Sag, warum haben Elefanten einen Rüssel? Weg was leid's Huhn gänge sei? Sag, welches Haus braucht keinen Schlüssel? Und warum haben Schnecken kein Bein? Sag, wie könnt ihr Briefe schreiben, wenn sie ja kein Kompi haben? Und warum fliegen die Vögel in Süden? Gäng denn, wenn wir Skifahren können? Sag, warum ist die Nase krumm? Aber warum? Ich find es dumm. Wer hat was, warum und wo, wie und wenn, du weisst es noch, warum das so, man könnte doch kommen. Wer hat gesagt, wir müssen so? Wer hat was, warum und wo, wie und wenn, du weisst es noch, warum das so, man könnte doch kommen. Wer hat gesagt, wir müssen so? Sag, was ist das Kroki zum Mittag? Warum ist die Säule in Blut? Weg was schlaft das Faultier den ganzen Tag? Ja, und wie schlüpft die Schlangen aus der Haut? Sag, warum schluckt der Wal nur Plankton, wenn er so ein grosses Maul hat? Und wo bekommt das Kamel den seinen Lohn? Ja, und was, wenn's mal nicht mehr tragen will? Sag, warum ist die Nase krumm? Aber warum? Ich find es dumm. Wer hat was, warum und wo, wie und wenn, du weisst es noch, warum das so, man könnte doch kommen. Wer hat gesagt, wir müssen so? Wer hat was, warum und wo, wie und wenn, du weisst es noch, warum das so, man könnte doch kommen. Wer hat gesagt, wir müssen so? Sag, warum haben Nashörner Falten? Und wie kann ein Fisch im Meer schnaufen? Für was tut der Specht sein Holz spalten? Ja, und wer putzt im Ameisenhaufen? Sag, was die Säugetiere saugen, wenn's im Wald keine Teppiche gibt? Ja, und wie kann ein Maulwurf denn schauen, wenn er mal keine Glühbirne hat? Sag, warum ist die Nase krumm? Aber warum? Ich find es dumm. Wer hat was, warum und wo, wie und wenn, du weisst es noch, warum das so, man könnte doch kommen. Wer hat gesagt, wir müssen so? Wer hat was, warum und wo, wie und wenn, du weisst es noch, warum das so, man könnte doch kommen. Wer hat gesagt, wir müssen so? Sag, warum ist die Nase krumm? Aber warum? Ich find es